Gott ist treu gerecht, Gott hat geleid, Gott hat geviert. Wir haben een deel zenuwen zijn, even over de laatste 4 jaar. Ik wil weer gaan in de rij van boodschappen waar ik ben zie. De Krauft en Wieed. Deze boodschappen die heb ik over de laatste some maand in mijn kop gehad. En ik had erover gedacht. Veel over deze dingen gedacht. Van dat de Krauft is in Wieed. En ik breng deze boodschap niet bloos wenn ik zo denk dat dit is something wat ons allen fehlt en dat het uitje klinkt is, dat we op de rechte weg zijn. Met zoals we onze wereld brücken. Ik geloof, we hebben alle some areas in ons leven waar we kunnen ons verbeteren. En de wereld wat we brücken, de oorzaak waarin ik dit zei is, we gaan eruit in de werk, we zijn ook met mensen, met onze, vielleicht met de arbeider, met wem we top schaffen, in de familie, wo immer we zijn, dan is het wichtig dat we niet vergeten, dat er is Krauft en Wieed. En zo deze rij van boodschappen is om ons denken houden, dat we oppassen op onze wereld. Zoals ik al veel in de hoek al zei, Wieed die kan ons opbouwen, Wieed die kan ons inspireren, die kan ons moed maken om verder weg gaan. Wieed die kan ook zeer wij doen. Wieed die doen wij en we kunnen wem verwunden, we kunnen manchmal voor lange tijd in ons leven verwunden gaan, wenn wat is gezegd te ons. En we zijn alle aan die zijde geweest, waar somebody te ons heeft een woord gezegd, wat zij moed gemerkt heeft, wat ons heeft opgebouwd, wat ons heeft inspiriert om verder weg te gaan in onze arbeid en de dingen wat we doen. En we zijn ook alle aan die zijde geweest, waar die zijn zeer hard geweest, die weet wat zijn naar ons gekomen, wat ons heeft doorgebracht en we hebben gewunderd. Dus bij we zelf, ik zie confused over dat al, ik zie, fang bis aan te wonderen wat is passiert, wat ze te mij gezegd hebben. Vielleicht even so weit, dass wir anfangen, zu vertrauen, zu verlieren von mir selbst. Oder was somebody gesagt hat zu mir, dass ich nicht mehr zu vertrauen habe, wenn ich auf mein Doel gebracht. Und so von der will ich reden von wir, die vernichten. Wir, die Doel brechen. Und ich war mehrere Farsbrücken uit Spreche. Waren Teil Fars durchgegangen, so hat mich kaum gemerkt. Die waren on the screen sein, oder wenn je wel zelfs mitlesen en je phone oder wat immer, je kan dat ook doen. En aber wir waren noch 7 verschiedene Wierden, wat ons doel bereiken doen. En we waren een deel uit Spreche zijn. En bloß een beetje een zijdennoot hier van Spreche. Spreche is een boek, dat is hauptsächlich, er zijn een deel dingen bij niet, maar hauptsächlich handelt zich dat dien geld en dien moralische leven en dien müll. Dat zijn die 3 dingen. En dat moralische leven, dat is dat wat einer verreicht hat. Man würde sagen, wat dat meint morals. En zo dat dien geld, dien moralische leven en dien müll. Dat zijn zo de hauptdingen, wanneer we Spreche lesen. En wanneer irgendwer van jullie, oder wanneer ik würde sagen, wie alle, wat hat Trouble gehad in een van deze 3 areas in ons leven, dan zullen we in Spreche lesen. Lees mal Spreche durch, om te zijn, wat gaan we beter leren, wat gaan we doen met ons geld, ons moralische leven en ons müll. En zo de hoofdvers voor deze 3 boodschappen, die hebben we in Spreche 18:21. Dat zegt de tong, die heeft de kracht over den dood en leven. En ik zeg veel zinnig, wanneer we dat werkelijk geloven, dan moeten we vielleicht alle oppassen wat we zijn. En zo hier is de eerste punt. Het eerste woord wat we brücken, oder die woord wat we brücken zum doel bereiken, oder zum vernichten, dat zijn leines. Lehen. Dat zijn leines. En Spreche 12, vers 22, da sagt, dat falsche Mähler sind den Herrn geen aan. Am geval die dat terug handelen doen. Nou, ik wil dat een klein beetje daar oppakken, dessen vers, wenn dat zegt falsche Mähler, dat meint wirklich lying lips, dat meint liegende Lippen. En zo dat merkt dan al een beetje meer zijn wat hij daar zegt. En dan wanneer het zegt dat dit is den Herrn geen aan, geen aan, dat gaat zich niet zo grof met dat woord, dat gaat zich zo, dat is something wat hij vielleicht niet zo gleich, dat is geen aan. Aber hör mal ein bisschen, was das wirklich meint. Auf Englisch dann sind ein paar Übersetzungen. Eine, die sagt, abomination. Und dort weit wir, das ist ein Wort, was sehr ein starkes Wort ist für Sinn. Oder die andere Übersetzung, die sagt detestable. Und detestable, wenn wir dort Wort übersetzen, liegt nur Deutsch, das sagt abscheulich. Und detestable, das kommt wirklich von das hebräische Wort, wo die Worte von herkommen, wo sie das Wort haben genommen, das meint Aufjäterie. Aufjäterie.
Und so, nu laat mir den Vers noch einmal lesen. Liehende Lappen sind zu den Haaren so als abscheißelje Aufjatterie. Das ist, was das sagt. So Aufjatterie, das meint bloß jen Gott. Aber es hat jen an, wenn es jen Gott, kriegt jen an. So Gott, der es Wahrheit, und wenn wir liegen dann, nicht die Wahrheit reden, dann gehen wir jen Gott. Und die Ursache, wegen Gott das sagt, dass es eine Aufjatterie ist, wenn wir liegen, das ist, wenn das jetzt ganz gleich jen seine Natur. Das ist jen seine Nature, das ist nicht, wer Gott ist. Nicht bloß redet Gott die Wahrheit, aber Gott ist Wahrheit. Gott ist Wahrheit. Und so, wenn wir uns Mühe haben, wenn wir was reden, was nicht so ist, eine Unwahrheit ist, dann reden wir ganz gleich jen Gott seine Natur. Es sagt ab was, liegen, dort wird gelehrt in uns Hauswerk ab was, dass wir sehr streng, dass wir einen Sinn, dass wir arg, uns Kinder wird gestraft dafür, dass wir sehr streng, dass das ging bloß nicht durch, wenn wir liegen. Ich habe das danach getan, ich habe das versucht, die Eltern waren dort an, und ich dachte, so, dann muss ich bis nach Dollar liegen, mir das besser lehren, und bis noch eine Lied down, um vielleicht dort enger daten, das schafft danach nicht. Ihr selbst in Vorderweg könnt das Dollar verstehen, dass die Eltern, die weiter viel besser ist, was wir Kinder manchmal denken, und weiter die Wahrheit reden in mir steht. Und aber dass wir sehr stark gelehrt, dort liegen, dort wir auch, das ist ein Sinn. Und wenn ich von der zurückkicke, ich bin dankbar, dass sie mich gelehrt, dort liegen als auch, das ist ein Sinn. Und ich bin dankbar dafür, wenn es nicht wird mit gedealt oder nicht wird mit gehandelt, mit Unwahrheit reden, das kann eine Ungewohnheit werden, dass einer bis aus einer Ungewohnheit sehr glücklich die Unwahrheit redet und liegen wird. Ich war ab in ein Geschäft und da wir ein Customer, was der Meier mal kam, eine Kunde, was der Meier mal der Hand kam. Und ich bin nach der Junge, aber ich hier meine Brüder, die sagen, oh, nu als das Mann war hier und sie haben dir den Namen gegeben und sie sagen, das ist Johann de Lia. Das ist die Lena. So haben sie dann bitte einen Namen gegeben und sie wollen, dass die Wahrheit reden. Und so keiner von uns will einen Beinamen haben, was uns würde sein, uns hängen einen Namen, dass es ein Lena ist, ein Lena. Und so, hier sind ein paar Dinge, die das braucht haben, das eine Ungewohnheit zu brechen. Nicht bis das, aber die andere wird, was ich auch brauchen. Tim eine Ungewohnheit, was wir uns ungewohnt haben, eine schlechte Ungewohnheit, Tim dort zu brechen, Tim dort abzuhören, dann brauchen wir, dass somebody uns was verantwortlich hält. Dort wird das Wort vielmal gebraucht, Accountability. Mir fehlt, wer mir was verantwortlich hält. Und das ist ein sehr gutes Ding, aber wenn wir bloß wollen, wem haben wir uns soll verantwortlich hält und wir nicht bereit sind, dem Lehr anzunehmen, hat uns Leute ausbessern, hat uns Leute treistellen, dann habt das noch nicht. Und so, wenn du was in den Area von deinem Leben rauskommst, dann fängt somebody, was die accountable hält, was die verantwortlich hält, und sagt, ich sehe auch bereit, dass du mich ausbessern, dass mich treistellen, wo immer ich auch sehe. Und je gleich weiter noch. Wenn jemand mal mit wem gerät, die wollt wem treistellen, wem immer das ist, wer immer das ist, vielleicht eine Kinder oder was immer, je kann das kurz anwärts eine Anstellung haben von, okay, ja, das kann sein, ich sehe auch, ich sehe wirklich, dass mich Leute treistellen. So accountability and correctable. Wenn wir nicht bereit sind, um uns Leute treistellen, dann hofft das noch nicht, wenn wir accountability oder noch Verantwortung haben, verantwortlich sind gehalten. So, liegen ist ein Sinn. So, das ist uns alle klar. Und vielleicht würden wir sagen, okay, ich darf nicht korrekt liegen, aber was der Meier mal drauf angehabt ist, dass wir reichen die Wahrheit aus. Wir sagen das nicht liegen, aber wir reichen das bloß ein bisschen aus. Wir reichen die Wahrheit aus. Oder, wie würde ich gerne sagen, ich reiche das ein bisschen aus, bloß damit ich mich besser erklären kann. Oder, wir dann bloß übertrieben. Sehr übertrieben, damit das Dienstweg sollte verstehen sein, oder, mit dort eine Lehne sein. So werden wir abpassen, wenn wir übertrieben tun, dort nicht eine Lehne wird. Das ist eine Area von übertrieben, das ist meine Schwachheit gewesen. Und noch einmal, ich möchte noch einmal mit schaffen. Und da wir eine Zeit im Leben, wo ich zu Christi sehe, mir fehlt helfen das. Und sie warten das gern. Sie wissen, dass mir viel hilft, wenn ich verteile, dass ich das zu sehr übertrieben. Das wir wirklich nicht so, was ich sehe. Und so ich sehe, was du mir verantwortlich hältst. Wenn ich das dazu tue, dann sagen mir das Leute. Nicht manche Menschen, nicht wenn wir bei anderen Leuten sind,
aber wenn wir ein Haus fahren, dann sei mir dort, dass ich überdreven, dass ich da mit gelernt. Und vielmal, bei einem Haus fahren, und nu noch mal, dann reden wir taub und wie Frauen. Was sehe ich da? Wie das reich? Da ich überdreven, wie das eine Leidnis? Schämst du dich mit mir? Wo rede ich, als wie bei diesem Lied wird? Und so, den können wir uns verantwortlich halten. Und dann kann sie mir sagen, ja, dass wir ein bisschen wie noch da sieht. Das, was du siehst, das stimmt wirklich nicht ganz. Das ist mit sei überdreven. Und so, wir liegen vielleicht nicht, aber wir überdreven so lange, weil das ist auch eine Leidnis ist. Und so, liegen ist eine Aufjatterie. Wenn wir auf das im Denk halten, dat liegen ist nicht bloß ein Denkwort, wie war das wohl sein, bis wir enger im Rauch zu schieben, das ist vielleicht nicht so euch. Das ist eine Aufjatterie. Gott ist Wahrheit. Und wenn wir nicht Wahrheit reden, dann gehen wir von den Thron von Wahrheit weg und wir liegen. Das ist Krieg jeden Arm. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist Uneinigkeit. Wenn wir vertalen, dann kann es sehr leicht, dass wir reden, brücken, was die Uneinigkeit bringt. Jachten, Trouble sind vielleicht andere Wörter für das. In Sprecher 6, Vers 12, da sagt es, ein beiser Mensch, das ist mir zu sehr ruhig, aber es sagt, ein beiser Mensch, der nicht auch, jetzt darum Leines vertalen. Vers 14, und sein verkehrte Denken plant, er den Tiet überbeiset und reicht Trouble an. Bloß wo seine zu jagen und Trouble anzureiten. Da wenn, wird sein Verdorben plötzlich über ankommen und da wird mit einmal keine Hilfe für ihn sein. So wenn wir einmal bei dem Punkt kommen, wird wir auf einmal sagen, okay, für den ist nicht Hilfe. Der ist so weit gekommen mit seinen Trouble, mit seinen Jagderie, der bleibt bloß im Jachten. Hier ist das dritte Ding. Und das ist, wo wir vielleicht mal den Dollar für abpassen. Das ist Plüderie. Man hat jetzt kein Plüdern. Plüdern, das ist ein Ding, das muss wir sehr für abpassen. Und so mit Plüdern, da wir auch vernichten und durchbrechen. Gossip ist das auf Englisch. Und so eine Utlei von Plüderie, das ist das. Ein Gerät merken oder eine Wahrheit von persönlichen Sachen ausspreiten. Sprecher 20, Vers 19, da sagt es, ein Plüderer kann nicht ein Geheimnis halten. Da wenn, verkehr nicht mit dir zu viel zu reden. Nach 2. Korinther 12, Vers 20, das ist, was Paulus hat geschrieben. Er schrieb nach Korinth, nach der Kirche, was er vielleicht hat angefangen, wo er Mentoring hat, wo er helfen. Er sagt, ich fähig, wenn ich ankomme, so ich habe ein bisschen Angst, wenn ich wohin komme, aber ich fähig, wenn ich ankomme, wo ich nicht so antreffen, als ich will. Und die waren mir auch nicht so fähig, als ich will. Und andere wird, ich will sagen, die sind ausgeglichen, aber die waren von mir hier, das war ich auch nicht gleichen. Und er sagt, ich fähig, das beginnt Streit, Aufgangs, Euer, Zank, Plüdern, Beleidigung, Stalt und Anordnung antreffen war. Das war ich mit Wundern, was ich bei durchkomme, das war ich antreffen. Was ich will bis haben, dass die sollen sein, die List von Dingen, wo Plüdern nennt kommt. Plüdern, das ist nicht ein guter Ding. Und wir glauben vielleicht, wenn wir plüdern, das vielleicht bloß ein Gerät merken von Dingen, was nicht so sind. Das ist auch, aber plüdern ist auch, wenn wir wieder sein, wenn wir von Dingen reden, was die Wahrheit ist, was wirklich die Wahrheit ist, und aber wie soll das nicht wieder sein? Das sind persönliche Dinge. Möchte ich noch einmal ein Gerät merken oder von einer Wahrheit persönliche Sachen ausspreiten. Das ist, was Plüderie ist. Manchmal ist das Wahrheit, und aber das jetzt danach scheint das wieder sein. Wie soll das wirklich nicht wieder sein, wenn das ein persönliches, private Ding wird, wie kann es sein? Und das, was manchmal passiert in der Kirche, das ist wie als Christen manchmal eine Plüderie anfangen. Wie sagen sie das? Ich soll die das wirklich nicht sein, aber ich will die das sein, damit du beten kannst. Ich sage dir bis, damit du beten kannst. Hier ist der Trouble. Erstens, das ist persönlich. Und Nummer 2 ist, du betest gleich. Du sagst das nicht wirklich, vielmal wenigstens nicht, wenn du weißt, dass der andere soll beten für das. Und so ich will dir bloß Mut merken, dass wenn du something hörst, und even dass die Wahrheit ist, dass so, was du gehört hast, dass das nicht zu sagen, wem sei, anders ist du wirklich in dein Hort fällst, mein Hort ist einfach gebraucht. Und das geht mir wirklich schlecht, für was die Person der geht. Mein Hort ist gebraucht, mir das schlecht, und wirst du mit mir zu beten für diese Sache. Das hilft uns dort. Aber wenn wir das nicht gleichzeitig dem bloß der Geschichte wieder drehen.
in der Jakobus 4, Vers 16, das ist, wo Jakobus von redet, das ist ein gutes Ding, wenn wir einer zu den anderen reden dürfen. Und er sagt, bekannt jene Sünde einer zu den anderen und bet für den anderen, dort je kann geheilt werden, dort je Gebet von einem Gerechten kann viel uitrichten, wenn dort ab Ernst ist. Und so wenn dort ab Ernst ist, dort die hart gebrochen ist für diese Person, dann redet er zusammen mit ihm, dann sagt, wer wird auch beten für diese Person, wenn mein Hart das wirklich weiß, das von Harten, das ab Ernst, was mir das Schlag geht. So sagt dort, hier ist das zu lesen, dort sagt dort, unsere Sünden, oder wie würde ich sagen, unsere Sünden, wo wir mit Gott zum Vergebung kriegen. Gott, der uns vergeben für unsere Sünden, und wenn wir aber unsere Sünden mit anderen Menschen bekennen, dadurch, wo wir geheilt. Was dort sagt, ist, dass viele Menschen haben Jesus angenommen, und sie sind Christen, aber sie sind nicht geheilt, vielleicht emotional, vielleicht in ihr Körper, die guten Rahmen erleben, wenn sie sagen, nicht den Nächsten, was sie haben getan, oder dort mit einer mit den anderen bekennen, oder mit einer mit den anderen zu beten. Vielleicht ihr Körper schafft nicht reich, kann nicht reich schlupen, kann nicht reich eten. Irgendwas schafft es nicht, wenn er drei einmal das schwere Ding mit und sie sind nicht geheilt, wenn sie reden, dort nicht kein Mensch davon. Und die Ursache, wo sie da nicht von reden, ist, wenn sie haben mal Eier davon geredet, und dann gibt es dort ein großes Gerät von dort, und dort wollen wir nu bloß vorstellen sein, ich will das keinem nicht sein, ich will nicht haben, dass es soll rausgehen. Es soll nicht wahr ein Gerät geben von dort. Und ich würde sagen, dass die Kirche, da soll es ganz beste Stadt sein, among Christen soll es das safest, der sicherste Stadt sein, wo wir können, was mitteilen, besonders wenn es was ist, was uns schwer merkt, und wir können nicht schlafen, können nicht eten, uns Körper, falls ich so, der ist krank, wenn dort, wenn wir zu somebody davon reden, dass wir können geheilt werden, dass wir können wieder gehen. Und so die Kirche soll der sicherste Stadt sein, wo wir das können tun. So wenn du was weißt von einer anderen Person, oder von einer Geschichte, dort gibt die Krauft. Wenn du was weißt von einer anderen Person, dort gibt die Krauft. Und aber was du da was mit tun, mit dieser Krauft, was du nu hast, dort gibt da noch, ist, was du für einen Charakter hast. Was hast du für einen Charakter? Und wenn wir ein bisschen kicken nach Charakter, ein von der Ütlei, was Charakter meint, dort ist, wenn du Krauft hast und du weißt, wo man dort weiß, zu gehen. So denk da mal bitte über. Charakter ist, wenn du Kraft hast und du weißt, wo man dort zu gehen. Dort gibt Charakter. Verschiedene Dinge kosten Dinge down. Und ich sage noch manchmal, some Menschen, die waren schwer im Wiederkommen haben, oder wo ankommen leben, oder nicht Kraft kriegen, wenn Charakter, die wird dort nicht in ihr Städten, dort sie das kennen, und haben nicht einen Charakter, wo dort in ihr Städten, dort sie keine diese Kraft kriegen. So, nächstes Mal, war nicht excited und sei, wenn du die Wieed hier hast, all gehört, dann nicht excited war und sei mir Meier, was ist das? Nicht zu sein, abgerecht war, wenn du die Wieed hier hast, all gehört. Nummer 4, das Lastern. Und das ist ein Wort, was wir vielleicht nicht mehr mal brauchen, aber wirklich, was Lastern meint, als etwas anderes uitholen. Ein arrechtet Bereich geben, arrecht berechnen. Dat is meest krijgt dat wat het gossip is, gereed merken. Aber das ist ein arg berechnen oder anzuverstehen geben von somebody, von wem, wo du wirklich nicht ganz die Wahrheit hast. Das sind Gelaster. Und hier hat Paulus auch einen Brief geschrieben. Und hat erst eingeschrieben, und an 1. Korinther 4, Vers 11, da sagt er, das ist die Ursache, wo ich das habe geschrieben. Er sagt, viel mehr habe ich geschrieben, dass ich nicht so eine Gemeinschaft habe mit einem, der sich ein Bruder nennt, oder würde ich gerne sagen, ein Christ nennt, und aber hört, geht sich erst, jeder deint, oder drängt, oder lastet, oder stehlt. Mit diesen Menschen soll ihr nicht mal top eten, sagt Paulus. Und das ist ein bisschen sehr starkes Wort, was Paulus hier sagt, aber er hat Lastern und eine Liste von Sinnen angetan, was, wie würde ich sagen, das ist ein sehr grober Sinn. Und so werden wir nicht einen arrechten Bereich geben, andere Menschen uitholen, dort merken, dort unterverstehen geben von der Geschichte, was wir wirklich nicht die ganze Wahrheit davon haben. So werden wir abhören, mit Menschen uitholen, über die, würde ich gerne sagen, lastern über die, wenn vielleicht weit wie gleich die ganze Wahrheit, wenn wir die Dinge tun.
Und besonders, weil wir das nicht tun als Kirche, dass wir eben von anderen Kirchen dort sein. Wie weiter ich kriegt all die ganzen Dinge, was die andere Kirche schafft. Und in ganzen meisten, die evangelische Kirchen, die haben alle denselben Goal, wir checken alle nur dasselbe, sie denken, wir haben mehr Menschen erregen für Jesus. So werden wir aufpassen, dass wir nicht auf einmal anfangen, ein Gerät zu merken oder zu lastern, even von anderen Kirchen. Nou, das nächste Ding ist, das ist Nummer 5, sind al een Länge. Nummer 5, das ist Pflegen. Wenn wir reden von Pflegen, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir dann nachchecken. Das meint nicht diese verschiedenen Wege, wo wir uns erklären dann von verschiedenen Hintergründen. Ich habe gewisse Dinge gelehrt sein und du hast vielleicht eine andere Sorte Dinge gelehrt sein. Und von einem anderen Land, vielleicht, wo andere deutsche Menschen sind, die sagen, vielleicht werden ein bisschen anders in einer Wohnung als das Pflegen. Das ist nicht von was ich hier rede. Wie weiter, wenn wir pflegen und wenn wir das nicht pflegen. Also, aber hier sind ein paar Dinge, was ich Ihnen will sagen. Eins ist, Pflegen, es kriegt der Gegenteil von Sehen. Pflegen ist der Gegenteil von Sehnen. Und wo werden wir pflegen? Wo werden wir nicht lieber sehen? Wo werden wir unsere Familie pflegen? Unsere Arbeit, unser Geschäft, unsere Freunde, unser befriedetes Leben, unsere Einheit. Wohin würden wir dort pflegen? Wer wir dort nicht pflegen? Ein von den Wörtern, was vielleicht hier nicht so viel gebraucht wird, nur Amerika viel mehr, das ist Damn. Damn, das kommt von Condemnation. Das meint Verdammnis. Und nicht bloß Verdammnis, das meint ewige Verdammnis. Und manchmal wird das Wort sehr gleichgültig gebraucht. Psalm 109, Vers 17 und 18, da sagt es, hij flucht andere Jaren, mag dat nu ook op aankomen. Hij hat keine Freude an andere Sehnen, möchte er sehen, auch wach bleiben. Dann Vers 18, hij tragt sich dort Pflegen an sein Heim. Hij hat mal wem getroffen, der pflegt und pflegt und pflegt. Das meiste von den Heim und Heim von Pflegen. So er sagt hier, der hat ein Heim und von Pflegen, dort ging in seinen Körper an aus Wutter und in den Knärkes aus Eil. Hier ist das Ding, was das hier sagt. Schmer und Wutter, der nicht mixen. Der nicht taub gehen. Wutter und Eil, der nicht mixen. Und so Sehnen und Pflegen, das sind Krieg diejenigen, die das nicht taub schaffen. Ich habe mit Menschen taub geschafft, was die Säuer pflegten. Und ich sehe immer zu den Jungs, wenn ich hier sehe, das ist nicht erlaubt, hier, ich will nicht haben, dass die hier selber pflegen. Sieht so viel respektvoll und dort nicht pflegen, was ich hier sehe. Und die ganze meiste Zeit, wenn ich Beruf genug wird, um dort zu sagen, hey, hier will ich nicht haben, dass die selber pflegen, die Menschen sind respektvoll und dann nicht pflegen. Aber ich sehe mit Menschen taub gewesen, was Kunden pflegen, und die Parts, was sie bilden, die pflegte die, und die pflegte über den Breiser, und die pflegte zu der, wo sie wieder nachgekommen. Jeder denkt, wir zum Pflegen, und sie wundern, wieso sie eigentlich nicht gesehen. Wundern, wir das bloß alle nicht schauen, sie bloß nicht gesehen. Wenn Schmer und Wut, das jetzt nicht taub. Pflegen und Sehnen, das jetzt nicht taub. Und ich habe auch manchmal, wenn wir einen Arbeiter auf uns Hof haben, die schaffen da, die haben Gras oder was immer die da tun, dann habe ich zu denen gesagt, du kannst hier schaffen, so viel will ich dir geben, ich will dir mehr geben, und mein sehen, was mit dir taub schaffen, bis ich will, dass es keine schlechte wird sein. So es nicht pflegen, wir sind respektvoll auf uns Hof, ich will nicht haben, dass du am das lernen. Ich will weich fort, vielleicht wird mein sehen, mit dir taub Gras haben, aber kein Pfleg wird sein. Und wenn es trägt, dann wieder einer, der sagt, nein, ich will dort tun, was ich will, ich will dort sein, was immer ich will. Okay, ich sage, wenn das ist, ist kein Trouble da werden. Wofür sehe ich die schuldig? Krüpp hänge am Trocken ab. Ich führe die Träg von wo ich die geholt habe. Wenn mir ist das wichtig, aber mein Hof, weil ich nicht gepflegt habe. Ich will nicht mein Hof gepflegt haben. Ich will mein Hof sehen. Und so werden wir abpassen, was wir tun mit dem Wied, was wir sagen, dass wir nicht ans anwenden mit das gepflegt wird. Das nächste ist Gotteslästerung. Gotteslästerung, das ist so, was wir würden sagen, okay, das geht mir nicht viel an, das, was ich nicht tue, habe ich hier mal einmal ein kleines Bett. Je soll den Namen von den Herrn, den Gott nicht bitte und ehrfurcht brücken, weil der Herr wird dem nicht anbestraft lassen, der seinen Namen gemein brückt.
dit wordt als nemen wijn. Dus wijn dat als ladig plus dus gelijkaltig zijn naam gebruikt. Dit is zeer sterk wat God hier zegt. Zijn naam die zal niet gebruikt worden voor een lasterung. En so er zijn een paar wegen. Ein Weg is wirklich, bis krijgt God zijn naam gebruikt als een vleekwoord. En wie würde sagen, dat hebt ons vielleicht nicht drauf an. De trouble is, de movies wat we kijken, de shows wat we kijken, de mensen wat er aan zijn, veelmaal heeft einer dat de naam wat gebruikt. Ik Christi kijkte laatst een documentary, een video, en de man die vangt aan God zijn naam te luisteren. En ik zei, wou dat afmerken. Meestal je aan, wanneer ze Jezus zijn naam gebruiken te vleken. Dus we brauchen gleich noch die Dinge checken. Von der ist es schwer, irgendeine Show zu checken, wo sie nicht Gott sie nun brauchen zum Lastern. Und so will ich abstehen und sagen, das geht nicht durch. Ich will nicht, was man dort zu tun hat. Aber hier, das Nächste, das ist so ein Ding, wo ich glaube, wo wir als Christen manchmal Gott sie nun brauchen auf dem rechten Weg. Und das ist das. Wir brauchen Gott sein Namen manchmal zum Wohnen kommen sein. Gott, der hat zu mir gesagt. Und wenn du kannst sagen, Gott hat zu dir gesagt, weil wo kann ich dann mit dort streiten mit dort? Wenn Gott zu dir gesagt hat, dann werden wir uns nicht zu streiten gehen dort, wenn Gott hat gesagt. Aber ich glaube, manchmal wird das gebraucht, um dass du den einen Weg kannst kriegen. Manchmal braucht wir Gott sein Namen auf dem rechten Weg, um zu sagen, Gott, der hat zu mir gesagt. Hat er wirklich? Hat Gott zu dir gesagt? Oder sagst du bloß, dass du was den Weg kriegen? So, wir brauchen vielleicht manchmal Gott sein Namen, meistens ein Wildcard. Die Games, was wir spielen, Wildcard, die Karte, ich habe gebraucht, was immer wir wollen. Die Wild, das ist für alles. Und wenn wir Gott sein Namen ist, dort zu brauchen als ein Wildcard, mit dem kann ich alles tun, was immer ich will. Ich kann allweg näher kommen, wo mich ankert. Das ist nicht der rechte Weg. Wir sollen nicht Gott sein Weg, ist dort zu brauchen. Und mir alles, ein Junges, wenn du ein Jung kommt und sagst, oder zwei Jungs kommen sein, Gott hat ihnen gesagt, ich soll mit ihnen befreien. Either einer ist arg oder bad, aber Gott wird keinmal nicht zu zwei Personen sein, dass er soll mit den Nächsten befreien. Und jetzt Nummer 7, das ist das Letzte, das ist Striden. Wenn wir verteilen mit unserem Verteil, das so leicht, dass wir sein, was eine Streiterie ist. Ich habe bis eine Streiterie. So, ich will hier ein Vers lesen, das ist von der Früh. Und wenn ich das erst gelesen habe, Mana sage ich nicht Amen, wenn dort können wir im Trouble bringen. Aber hier ist der Vers, Sprecher 21, Vers 19, das ist von der Früh. Sagt dort später, in einem Winkel ab den Bovenbeen zu wohnen, als mit einer sänkischen Früh taub in ein Haus zu sein. So sieht ganz still, Mana. Hier ist noch ein von den Mana. Und so früh ist, das ist von einem Mann. Solange als der cool und halt im Vier im Gohn hält, so hält das der Mann, wer immer sagen will, dort striden bei. Der bleibt bis immer bei striden. Jetzt ist das cool, das halt im Brand hält, das hielt bis scheinbar ab. Das fällt sich manchmal so, dass der Mensch jetzt einfach bloß schein striden. Man hat jetzt schein Streiterie hat. Meistens, wenn das Fun ist, das ist einfach ein Spaß, wenn er jetzt striden. Und die Wahrheit ist, keiner von uns, das wirklich schein mit wem taub sein, was immer striden will, immer ein bisschen gestritten. Das fällt sich so, dass wo immer kann will, dort kommt der all von trägen. Der weiß eine besser, und wo ich kann will mit meinem Geschäft oder mit meinem Leben, das ist ein bisschen gestritten. Ja, der kommt all trägt von da, und ich werde eine wenig merken, oder was immer das ist, bloß eine Streiterie. Und so, weil wir abpassen, wo wir verteilen, dass wir nicht den nächsten Doel brechen mit Striden und seine Streiterie anzufangen. So, nu haben wir noch 7 verschiedene Wege gekickt. Wir würden noch viel mehr checken. Die Frage ist bloß, was soll ich dann tun? Wo kann ich rauskommen mit dem? Wenn ich Trouble habe mit irgendeinem von diesen Dingen, wo kann ich da rauskommen? Ich will da nicht bein sein von diesen Dingen, was ich abgenannt habe. Wo kann ich da raus? Und Nummer 1 ist, sie still. Ich weiß nicht anders, das zu sagen, ist, sie still. Je habt ein bisschen Zwischenzeit, je habt eine Pause, sie bist still. Sprecher 21, Vers 23 sagt, wer sein Mühl und seine Zunge für sich hält, bewahrt sich durch der Vertrouble. Sprecher 10, Vers 19 sagt, wo viel geredet wird, geht das ohne Sinn nicht auf. Wer aber weit still zu sein, ist klug. Hij had onbeleefd gehende weg en zei, man, ik vrees me dat ik stil weer.
man, dat ik niet wat je zegt, hij kan mir de Trouble verbauen, dat ik best still weer. Manchmal braucht het best einfach, dat we best wel still zijn. Zie still. Je hebt een beetje tijd, je hebt een beetje zwischentijd, zie still. De tweede ding is, denk du reeds. Denk mal met du reeds. Er zijn 3 soorten mensen. Er zijn zo'n mensen die voorop niet denken en aan reden. En dan zijn er zo'n die denken, die tijd wat ze reden doen. En dan zijn er nog zo'n, die hadden eerst even gedacht en dan reden ze. So denk du reeds. Hij al mal gezegd wat je met wem vertelt. Dit is best off the top of my head. Ik denk hier, zoals ik red, denk ik hier. Dit is best off the top of my head. Dit is best van de bovenkant van mijn kop. Dus dat vertel ik hier. En manchmal is de rede constant met ze staat. Hij al met wem geredet en die zegt, no, dit meen ik zo. So is ganz van diep in mijn hart. Dit meen ik zo. Dat heb ik me daar gedacht in mijn hart. Dat komt van harten. Dat heb ik me daar gedacht. Waarom nog maar laten te hard gaan? Denk du reeds, laat het eerst een beetje te hard gaan. En dan kost je de nächste zeggen, nou, ik heb me dat daar gedacht. Ik red van mijn hart, niet bis de bovenkant van mijn kop. So denk du reeds. En dan nummer 3, dat is niet het laatste, weil dat het laatste zal zijn, maar dat is beden. We zullen beden. We beden iedere dag, voor we aanvangen te vertalen. Philippa 4, vers 5, dat is de laatste vers. Dat zegt, laat allemaal zijn, we lieftolig zijn. De Heer is dichtbij. De Heer is dichtbij. So laat allemaal dat zijn, even met zoals we vertalen. Zorg je om niets. Laat God met beden en praten en met dankzij zijn, alles weten wat je fehlt. En God zijn vrede, die weet even jet, wat mensen verstaan kan, wat je nog horen. En je danken in Christus Jezus bewaren. Feise nach zeg ik, wat je zegt, dat komt uit dien hart. En zo wel best beden, dat God wat mijn hart, mijn gedanken bewaren, because wat er wat uitkomt, dat het wat een zegen zijn te andere mensen. Hier is de korte geschichte, dat is uit Jesaja 6. Jesaja kapitel 6, dat is de geschichte, waar Jesaja im tempel nennt, hij jet en hij beet aan en hij heeft een visioen. In de tijd van aanbeding heeft hij een visioen en hij ziet God. En in vers 8, dat is de vers wat we gelijk alle kennen, dat zegt dat, ik zie hier, du kannst mij schicken, here I am, send me, dat is daar. Maar voor hij dat zegt, dat du kannst mij schicken, dan zegt het dat de engel, die schiet zijn lippen aan. Maar wat mij interessant is van dit, in deze visioen, ziet Jesaja, ziet hij God, en hij ziet de engel, Rama God. En de engel, die zingen en die zeggen, heilig, 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 is de Heer, die alles regiert. En dan, het ganz eerste ding wat Jesaja zegt, wat hij het eerste overtuigd is, het eerste wat hij even convicted is, dat is zijn muil. Hij zegt, wat zal dit worden? Wat zal dit met mij? I'm undone, zegt het op Engels. Wat zal dit met mij? Zoals ik red, is niet graag. En ik leef met mensen wat een onreine lippen hebben. Hij bekent plus voor God. Het eerste ding wat hij deed, is hij zit in een visioen. Hij bekent, hij zegt, met mijn reden zoals ik red, dat is niet graag. En ik leef met mensen wat ook niet graag reden. En dan zegt het dat een engel die kwam en die schiet zijn lippen aan en die zegt, die schuld is vergeef, die zonde zijn vergeef. En dan is dat iets passiert is, dan hield hij God zijn stem en God die vraagt hem, wem zal ik schicken? Wem zal ik schicken? En Jesaja zegt, hier zie ik, schik du mij, schik mij uit. Ik wil leggen, wanneer we alle worden dit aannemen en dat iedere dag doen. Waar we in gebed komen voor God, en ik bes hastig God vragen, was die dit kamer, was die Jan kamer, en merk zeggen dat we als familie alle waar goed zijn, dergelijke dag, maar wel bes voor God komen iedere dag Samariërs, en bes arm zieken, arm zijn als heilig, heilig, heilig is de Heer. God, du bist heilig. Schier mijn lippen aan van jou, dat wanneer ik waaruit ga van jou, mijn familie top, mijn arbeidsstede, de ganze gezelschap, waar immer ik wil zijn, schier mijn lippen aan, wat immer ik wil zijn, dat het wat opbouwend zijn, dat het niet wat doelrieten. Dat het niet wat doelrieten. Heilig, heilig bist u, en schier mijn lippen aan. Ik wil die goed representeren, waar immer ik wil gaan. Dit zijn de dingen wat we kunnen doen. Zowel we niet vergeten te beden, ver uitgaan iedere dag. En zeggen, schier mijn lippen aan. Nu zie ik eruit. Nu schijk mij uit.
wo immer ich wil zijn. Ik wil vragen dat je opstaan, ik wil met jullie toe beden. De gebedsteam, die wordt hier verder zijn, die wordt met jullie ook toe beden. En ik wonder als je niet somebody van jullie is die zeggen, ik heb dat verzocht. Ik heb verzocht, ik heb geproefd en dat schafft niet. Dat schafft bloß nicht. Vor dem Himmel, wie sei die Dank, dat durch die schafft dat. Wie haben geproefd in onze Kraft, some von diesen Dingen Tag zu lassen, anders zu reden. Und das fällt sich so, wie haben in some areas bloß nicht sich. Wenn das du bist hier von dir, dann kann ich dir sagen, mit Gott seine Kraft, dann schafft das. Gott, ich weiß, dass du kannst das merken schaffen in meinem Leben. Durch die, du kannst meine Lippen anschieren. Und dat kan weer uitkomen wat er wordt heilend zijn, wat er wordt opbouwen, wat er wordt een zegen zijn tot andere mensen. Geef mij kracht in dat. Geef mij een verlangen, die te zijn als heilig en dat ik die wat goed representeer. God, dankzij voor die woord. Dankzij voor de strenge woord wat u zegt in die woord, wanneer we aardig reden. Dankzij voor die woord in die woord wat u zegt, wat het kan doen wanneer we zegen spreken, opbouwen. Wir loben dich, wir danken dir, wir sagen, du bist heilig. Heilig, heilig bist du. Heilig, heilig bist du. Wir loben dich, wir danken dir. Wir sagen dir Dank für was du hast getan in uns Leben. Und wir geben uns Leben nu auch ganz handig die uns Körper, unser Müll, unsere Tongue, dass das Wort Segen sprechen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Das Team, das hier verder rijdt, ist bereit für ihn zu beten. Bis sie dort hat eine gute Zeit in der Verleih, merkt ihr einen Kaffee da und spaziert hat einen guten Sonntag. I have life.
zie wer du sei sexy. Du bist für mich, bist nicht gegen mich. Ich zie wer du sei sexy. In der Welt von jenomen. Ich zie wer du sei sexy. Du bist für mich, bist nicht gegen mich. Ich zie wer du sei sexy. I see that is our sexy.